zusammen, schön sind ihr wieder dabei, wenn wir an unserem Jug Journal weitermachen. Wir haben ja das äußere Cover, also die Ausserseite vom Cover haben wir schon gemacht miteinander und wir haben das Innere hier gemacht und jetzt fehlen uns natürlich noch die Seiten. Genau, und ich habe mir ja vorgestellt, ich möchte gerne vom gleichen Papier, wie ich das hier gemacht habe, und zwar von dem Kaffee eingefärbten Kopierpapier, möchte ich gerne 2 Signaturen machen an 5 Blätter. So, das geht nachher, wenn man es natürlich zusammenfaltet, haben wir nachher 20, also das heisst 40 Seiten. Gut. Vielleicht ist es ein bisschen viel, aber ich weiss es nicht. Wir werden es sehen. Weil wenn man es natürlich dann noch füllt, oder, dann wird es dann noch ein bisschen fetter. Aber ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie es tut. He? Gut, dann würde ich sagen 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre die erste. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre die zweite. Der Rest geht weg. Das kann auch mal noch ein bisschen warten. Dann tun wir jetzt diese Seiten das erste Mal. Aha, nein, warte, wir brauchen sie ja wieder. Wir müssen nämlich schauen, wie hoch das muss werden, weil ein bisschen müssen wir abschneiden. Zack, 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 schön gerade machen. Und dann werden wir es etwa ähnlich haben wie gerade das, was wir hier drin reingeklebt haben. Also, etwa so. So ganz genau kommt es ja nicht drauf an. Das könnte man natürlich auch an der Schneidmaschine machen. Ich mache es jetzt so mit dem Japanmesser und hoffe ganz fest, dass ich nicht verrutsche. Das ist bei mir immer ein bisschen Gefahr da. Ich weiss nicht genau wieso. Wenn ich so eine wahnsinnig schlechte Technik habe oder einfach ein bisschen zu doof bin, dann kann alles sein. Ja, das Japanmesser bräuchten wir dann auch noch. Gut, und dann ab die Post. Kommt's gut? Es ist, glaube ich, noch ein bisschen verschoben da. Ja. So ist, glaube ich, schon besser. Noch ein bisschen. Ich struggle immer mit dem Teil, ich sage euch. Aber es kommt am Schluss schon gut. Kommt gut. Bin mir sicher. Also. Nicht verrutschen. Nicht munnen, nicht zu fest drücken. Ja, genau so, wie ich es wollte. Oder? Sind wir durch? Bis aufs allerletzte. So. Gut. Prima. Ja, und jetzt müssen wir noch wissen, wie breit das müsste sein. Also ich würde sagen, etwa so. Das können wir sonst zuerst mal testen mit einem. Und mit einem. Für alle Fälle. He? So. So. Ja, ich glaube, es ist gut. Es ist jetzt ein bisschen weit drin. Sieht man das überhaupt? Wo es ist? Ah ja, da. He? Aber das macht nichts. Das darf von mir aus gesehen so weit drin sein, weil dann kann man nämlich auch noch so kleine Tabs dran kleben, so, wo man kann dann blättern und so. Das finde ich noch hübsch. Das geht, ja, das kann man natürlich auch, wenn es weiter vorne ist. Aber ja, dann steht es vielleicht hier zu fest raus. Das ist Geschmackssache, aber ich mache es jetzt heute so. Genau, das heisst,
Wir nehmen jetzt 5. Haben wir 5? Jetzt haben wir 6. So. 5. Und falten. Oh, ich glaube, ich muss dann noch ein Klemmerchen holen. Oder machen wir es mit Büro? Wir müssen mit Büroklammern machen. Hey. Moment. So. Ah, jetzt. Genau. Ich mache ein bisschen mehr, weil wir dann vorne noch ein bisschen abschneiden. Da. Jawohl. Gut. Jetzt mache ich das hier mit Büroklammern anstatt mit Klammern. Da haben wir auch noch eine grosse. Nein. Eine grosse, nein. Warum nicht? Irgendwo schon, aber nicht gerade da. Also jetzt halt eine kleine. So. So. Ich würde gerne, dass es hier hinten schön gerade ist. He? Das wäre eigentlich noch schön. Ja. Nein, so ist gut. So ist im Fall gut. So. Voilà. Da wäre die erste Signatur. Gut. Und dann wäre auch die zweite. Schauen wir gerade. Dass das gleich groß wird. Ein bisschen fällt es jetzt ein bisschen mehr drüber, dass wir den dort noch abschneiden können. Ich kann es dann immer noch anzeichnen. Und zwar hier das Schreiberli. So. Nur schnell ein bisschen anzeichnen. Nur ein bisschen. Gut. Ich kann das hier schnell so reinstopfen. Mit dem Lineal. Das geht noch ganz gäbig so. Machen wir hier auch noch ein Klemmerchen dran. So. Und noch ein kleineres oben. Die silbrigen sind oben, die blauen sind unten. Wenn ich jetzt Papier drin habe, wo es irgendwie drauf ankommt, ist jetzt das oben oder ist jetzt das oben, kann das noch recht hilfreich sein. So. Und ab. Ohne verrutschen, bitte. Tack. So. Gut. Also eben, ich tue den hier nicht Millimeter, weil das habe ich schon lange aufgegeben. So, eben, was haben wir jetzt gesagt? Oben und unten. Einfach nur so. So, doch, ich finde, das sieht doch gut aus. Das sieht jetzt noch wahnsinnig wenig aus, aber ehrlich, wenn man das nachher dann füllt, genau, dann tut sich das natürlich dann schon noch recht aufblustern.
So, ich lege das mal da rein, zum Schauen. Ja, ja, es ist wirklich recht weit hinten, aber das habe ich ja wollen. Das habe ich ja so wollen. So, und oben und unten ist auch gut. So, und jetzt, wichtig, das habe ich wirklich auch schon scheisse gebaut. Wichtig, das Cover ist oben und unten, die Signaturen oben und unten. Wir wissen, da ist oben. Da ist oben. Ich mache hier auch eine silbrige Klammer her, weil wir einfach wissen müssen, da ist oben. Ich habe es ja schon den verkehrten Weg reingemacht. Aber easy. So, ich richte das aus, da und da, dass es etwa gleichmäßig ist. Heben das hier her. Und machen wir hier Striche. Etwa da. So. Und das wird dann gerade hier markiert. 1 und 2. Und dann oben in der Mitte, aber eher so im oberen Bereich. Da und da, das kann man natürlich auch ganz exakt ausmessen. Da nehmen wir ungefähr gleich viel Abstand. Für mich reicht das, wenn ich das so von Auge mache. Was jetzt natürlich nicht so gut sehe, weil ich mich da jetzt nicht so fest darüber hineinbeugen kann. Ich schaue das jetzt noch einmal von so an. Und sehe, dass ich jetzt hier lieber so ein den unteren nehme. Den nicht. So. Genau, aber sonst ist es gut. He? Sonst sind wir da. Ah, den können wir noch ein bisschen runternehmen. Die sind gut. Prima. Also, dann brauchen wir eine Nadel. Ein Ählchen. Und ich habe jetzt so einen dickeren Faden. Das ist irgend so ein gewachsener Faden, den ich mir irgendwo im Internet bestellt habe. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Und ich habe gemerkt, wenn ich diesen Faden nehme und da das dünne Ährchen, das wird ein bisschen mühsam. Ich nehme meine dicke Ahle aus der Werkzeugkiste. Und jetzt brauche ich noch gerade schnell ein kleines Holzbrettchen. So. Weil ich jetzt gerade nicht unbedingt möchte in meine Unterlage reinstechen, so grob. So, das lenkt gerade schön. So, also, dann machen wir auch die Löcher. Ich check es noch einmal. Ist es wirklich oben? Ja. Ja. Double check. So. Und ein gutes Loch machen. Bei diesem Faden dürfte das gerne ein gutes Loch sein. Da noch einmal schauen, wo sind wir eigentlich? Ah, da. So. Und das ohne Messen, Handgelenk mal Pi, einfach wie es so von Augen, Augenmaß. Ihr dürft es gerne messen. Ich finde es okay. Die Reihe ist vielleicht ein bisschen weit hinten. Ja, es könnte noch ein bisschen weiter rein. Aber ist okay. Solange es gleichmäßig ist, ist für mich gut. So. Und dann Signatur. Muss man jetzt aufmachen. Mal ein bisschen ausrichten.
Einmal Büroklammern, zweimal und dann ein Loch. Da haben wir gesagt, wir nehmen das mit dem langen Strich. 2 Loch. 3 Loch. Gut, next. Klemmerli dran. Klemmerli dran. Schauen, ist noch alles gerade? Jawohl. Mehr oder weniger. Ein Loch. 2 Loch. Und wo ist das letzte hier? Hier unten. So. Wenn jetzt das hier innen ein bisschen verschoben wäre, sagen wir mal, hier zum Beispiel, das ist nicht so schlimm. Das ist also wirklich nicht so schlimm. Das gleicht sich dann schon aus. So, jetzt kommt es darauf an, welches das die erste Signatur ist und welches die zweite. So oder so. Das kommt jetzt mir nicht so drauf an. Das ist egal. Ist egal. Gut, eine mal auf die Seite. Dann haben wir noch die erste. Kleinfaden. 1, 2, 3. Tack. Und ein Nödeli. Ich habe jetzt hier eben einfach nur ein spitziges da. Wo ist es? Da. Das mit dem grossen Loch. Wahrscheinlich wäre es eben schlauer, wenn man ein stumpfes hat. Dann sticht man sich einerseits nicht in den Finger. Und zum anderen kann es eben sein, wenn man nachher durch das gleiche Loch durchgeht, wieder in der Mitte, dass man dann den Faden aufspießt. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Das geht dann schon. So. Voilà. Und dann fangen wir an. In der Signatur im mittleren Loch. Einmal. So. Und hier einmal. Und dann tun wir oben. Wo bist du? So. Und da rein. Wieder rausrutschen. So. Und dann gehen wir runter. Und geht hier durch. Wenn wir schon dabei sind. So. Und jetzt eben wieder in die Mitte. Und schauen. So. Nochmal probieren. Schauen, dass wir nicht den Faden aufspießen. Aber ist, glaube ich, okay. So. Und hier auch gerade noch einmal. So, jetzt haben wir den Faden ein bisschen verrutscht. Aha, jetzt ist gut. Und ich schaue drauf. Ein Faden kommt auf dieser Seite raus und einer auf dieser Seite. In der Mitte ist das Brückli. Dann ziehen wir das schön an. Gut anziehen. Einmal Knopf. Zweimal Knopf. Testen. Check, check. Die kommen dann weg. Jetzt kann ich hier noch mein Tool nehmen. Das ein bisschen andrücken. Auf diese Seite
Und auf diese Seite das schön überklappen. So, dann wäre die erste drin. Hurra! Dann kommt die zweite. 1, 2, 3. Schnipp. Nödeli, komm. Mhm. Letztes ist es doch so gut gegangen. Komm, komm da rein. Ja, prima. Voilà, fangen wir wieder in der Mitte an. Einmal. Zweimal. Und oben rein. Und komm. Oben rein. Und unten. Hier auch gerade unten. Und in der Mitte. Da sind wir ja völlig Quatsch da rein. Da geht es durch. Hei. Ja. Ich wollte sagen, irgendetwas sieht da komisch aus. Da rein. Ah, okay. Wieder den Faden verrutscht. Nur gerade hier ein bisschen. Ah, und auch auf dieser Seite vom Faden durch. So, jawohl. Passt. Gut anziehen. Noch ein bisschen. Schnell schauen. Alles verrutscht hier. Überall durchgezogen, ja. Gut. Anziehen. So, und so. Das geht runter. Die hier können wir weg. Das kann auch weg. So. Dann komme ich hier auch noch einmal mit dem Teil, das ein bisschen auf diese Seite drücken. Und diese Seite. Voilà! Hey! Cool! Es ist gerade drin. Es ist richtig ausgerichtet. Und unser Buch hat schöne Seiten. Super, du! Ich freue mich schon. Ich freue mich schon mega, da etwas drin zu basteln. Die Schnürchen hier, die lassen wir gerade noch so ein bisschen umschwänzeln. Weil, ja, vielleicht haben wir ja dann Lust, da noch irgendein Dingel-Dengel, irgendetwas Guckers dran zu hängen. Mal schauen, ich weiss es noch nicht. Das kommt dann später noch, würde ich sagen. Ja, unser Buch ist soweit fertig. Schau, jetzt sieht man hier, dass wir hier nicht schön ausgemessen haben. Der ist jetzt ein bisschen weiter hinten. Also man hat eigentlich beide noch ganz ein kleines bisschen überschieben. Da ist es noch fast ein bisschen mehr ausgerichtet, da ist es recht weit hinten. Aber ich finde, das macht nichts. Das fällt jetzt nicht so wahnsinnig auf. Ja, und schlussendlich, nachher, wenn man so das Buch hat, fällt das auch nicht auf. Was meint ihr? Sind ihr das nächste Mal wieder dabei, wenn wir hier anfangen mit unseren wunderbaren Sachen? Dann können wir ja sonst, wenn ihr Lust habt, bei meinem ersten Buch, ich kann es sonst gerade schnell zeigen.
Das hier, das ich eben schon fertig gemacht habe, wo eben so fett geworden ist. Ja, können wir ja schon noch ein bisschen reinschauen, die verschiedenen Sachen anschauen und uns dann entscheiden, mit was wir anfangen wollen. So, ja dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen und ich freue mich mega, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss!